Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 in der Ego-Perspektive. Und ja, wir sind hier in dem kleinen Park. Wir haben ja in der letzten Folge den Madrazo kennengelernt, beziehungsweise wir haben die Bekanntschaft auch mit seinem Baseballschläger gemacht. Und wir haben jetzt zwei neue Missionen. Eine ist beim Michael und eine ist beim Lester. Und in dieser Folge muss ich gerade mal sagen, ich sehe es eben jetzt gerade, es hat gerade angefangen zu blinken. Meine Kamera von der Facecam, die leuchtet momentan rot, beziehungsweise der Akku dort oben leuchtet rot. Das heisst, es könnte sein, dass die Kamera sich in den nächsten paar Minuten verabschiedet oder vielleicht mag sie gar noch die ganze Folge durchhalten. Ich weiß es nicht, ich hoffe es mal. Und ja, das nur so nebenbei erwähnt, falls plötzlich diese Kamera weg wäre. Jetzt gehen wir mal in dieser Folge zum... Ich tue jetzt mal schon überlegt, ich überlege mir schon etwas, welche Folge oder beziehungsweise welche Mission das wir machen. Wie könnten wir es machen am besten? Ich rühre Münzen. Ich habe keine Münzen. Ich nehme das, es hat ja auch zwei Seiten hier. Also auf einer steht etwas, auf der anderen steht nicht, das ist ein Brief öffnen, so by the way. Ich rühre es rauf. Was drauf steht, ist der Lester, auf der anderen Seite ist der Michael. Sieht man das? Ich rühre es rauf. Und es ist da, wo etwas drauf steht, also wir gehen zum Lester. So, haben wir eine gute Entscheidung getroffen, beziehungsweise haben wir gut gemacht jetzt. Also, dort düsen wir zum Lester hindern und starten dort die Mission. Da geht es darum, dass wir ja einen Raubüberfall möchten starten. Wo wir ja hier den Schmuckladen gehen, jetzt ein bisschen ausspähen. Dann. Gut, also wir sind jetzt da ist schon so ein Hinterhalt, das weiß ich noch. Wie ihr gesehen ist meine Facecam weg, also lange hat sie jetzt nicht überlebt. Aber es ist schon wieder am Laden, also das heisst, in der nächsten Folge wird sie dann schon wieder am Start sein. Jetzt da ist es noch ein kleiner Hinterhalt. So, schau alle umhauen. Die fetzen wir auch gerade mal weg, weil die ist komplett sind. So. Hauptsache schon despawned. Die haben ein bisschen Kohle gehabt, das ist schon gut, hä? Nice, also dann gehen wir hier wieder zum Auto und fahren jetzt noch zum Lester hinter, der ist ja gerade da vorne um die Ecke. Fuck you, Lester. You gonna let me in or what? Give me a minute. I was wondering when you'd show up. I was dead. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes, that fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism, and brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days.
So, also, dann gehen wir da wieder raus. Stimmt, das ist ja noch nicht die Mission. Wir müssen ja jetzt so zuerst so den Steve Jobs Typi oder ähnlichen Typi umnieten. Der gescheit unser Auto ist, wir müssen ja gescheit in den Kleiderladen säckeln, uns noch umziehen oder so ein komisches T-Shirt mit einer Weste oder so etwas kaufen. Und dann startet die Mission. Oh, das ist jetzt komisch irgendwie die Ego-Perspektive. Ich komme voll nicht drauf klar, ey. So. Also fahren wir mal dort hinten zum Kleiderladen und dann kaufen wir uns ein nettes T-Shirt und eine schöne Weste, würde ich mal sagen. Gut, also da sind wir hier angekommen. Beim Suburban. Wenn er so heisst, keine Ahnung. Excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. You know? What about a vest and some cargo shorts? All right. So, also Gilet heissen die, hä? Gilet Adapti. Wir kaufen, wir nehmen mal was anderes, wir nehmen mal das. Und dann kaufen wir so komische Schuhe noch. Ich sollte jetzt wieder einen Anzug haben. Dann habe ich jetzt wieder einen Anzug haben? Ah nein. Ich werde eigentlich noch Hosen. Ah, jetzt. Hä, das letzte Mal habe ich keine Hosen müssen anlegen, andere. Very strange. Dignity aside, So. I think that might just work. Good luck at the interview. Gut, also dann haben wir doch mal die benötigten Kleider gekauft. Und dann fahren wir jetzt ins Live-Eventer-Büro und gehen dort an das Vorstellungsgespräch. Dann tun wir noch am Lester an. Michael, I'm all dressed up. Now, you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Hoppala. Schon wieder in den LKW rein. Wie immer trivial das Auto. Also, davon ist gerade Live Invader. Da treffen wir da den Ricky, oder wie er heisst. Den Profi-Hacker. Und dann nachher müssen wir ja, seine Virus, die er da hat auf dem Kompi beheben. Oder nicht seine Virus, aber was ist glaube ich sein PC, ich weiß es gar nicht. Was ist seine, glaube ich. So, aber wir sehen es jetzt gerade. Hey. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh my, you know, it's... Yeah, well, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke breaks about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. So, also folgen wir da mal im Programmierer, oder ist der Ricky. Und das finde ich noch alles cool gemacht eigentlich da innen. Und ich finde es eben hure schade, dass du nachher nie mehr rein kannst, weil es ist ja eigentlich schon noch aufwendig alles gemacht und das sieht alles mega gut aus und so, aber ja, verstehe irgendwie nicht Rockstar, wieso dass sie das nie so dingset haben, dass man immer wieder rein kann. Oh, I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. Really? The brief was for a relaxed, creative individual, the kind that preferred a beanbag over a real chair. But if you're so... Ja, ich komme Ricky, beruhig dich. Und der soll nachher unser Hacker werden. Here you go.
if you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. Ah, you've been at it on this PC. Hei, hei. Got any antivirus Wo der software? Zeug da der offen hat, Mann. Behind this junk Sie das on echt. the left. Zuerst mal habe ich glaube es nicht bekommen, ich es nicht müssen zensieren, aber ich weiß nicht, habe ich nein, ich habe es nicht rausgeschnitten, ich habe es drinnen gelassen. You know, my son's computer runs into the I same think kind way of the problems. bitches, Alter. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Alter, Bro. das ist so mühsam mit dem Controller, ey. It's just a hack job. And now we scan. So. There it goes. You want a massage? Cause my hands are free. See, I don't have the manual on me. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Tun sie wie noch Katz, Mann. Sind da noch viele Leute? Oh, da rein. Ah, das ist der Typ, hä? Die zwei, voll die Spastis, ey. So. Gehen wir mal rein, da das Zeug legen, da die Bomben platzieren. Nice. Wieso schaut er mich so an? When it blue screens again, you're my guy. Goodbye. Das sind alles ein bisschen Idioten da, ey. Voll der Walligrind. So, also wir gehen da raus. Hey, da sind so viele Idioten, ey. Unglaublich. Also, da gehen wir. Ah, jetzt bin ich wieder rausgegangen. Ah, ist nicht so schlimm. Sie kann ja uns die Tür auftun. Hold on, I'll buzz you out. Thank you. So, also, da sind wir da draussen. Wir nehmen hier gerade das Auto. Danke. Und fährt jetzt zu Michael. Hey, Michael. Oh my god, you guys are so lame! Out. No, I'm watching Fame or Shame! Fucking tits. Give it up. Shemale Bomb. You guys are going to the final. Mimes on fire. Woo! What a talent! I've never seen someone set fire to their crotch before. So. Fantastic. Ah, wenn wir hier da umschalten, hä? Item. Ladies and gentlemen, Da. please welcome Mr. Jay Norris to the stage. Ja, also wir kurz warten, bis das Telefon in die Foto nimmt und nachher wird jemand mal anrufen. Und dann nachher können wir ihn mal wegsprengen, bei uns gesagt. You're about to witness a new phase. Full-on, weapons-grade, red alert, world domination. Da, wie heisst er? Put a billion people's Mark Zuckerberg. private data Oder so sollte der darstellen, hä? Nicht der von Apple, nicht der every Steve penny Jobs. we could in the process. And we have one of the youngest workforces Da in geht the immer so world. lang da. An average age of only 14.4 years. That's not just impressive, it's revolutionary. Hauptsache wieder gefeiert wie ein Rockstar. Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness the future. Oh Gott, ey. Hey, das ist die aus dem Kleiderladen. The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever Sie jetzt sind anrufen. A small, personal, computerized device. Now you're going to be able. Oh, hold on a second. I think someone's trying to talk with me. Hello? Oh shit, ey. Oh, Jesus! Whoa! Let's... Whoa!
so heftig, Mann. Gut, dann haben wir die Mission bestanden. Wahrscheinlich wird die Missionszeit nicht erfüllt. Ja, klar, keine Pop-Ups. Okay. Ja. Nur Bronze, richtig schlecht sind wir gewesen. Und jetzt haben wir aber die Mission bestanden. Wir haben auch wieder eine neue Mission beim Franklin bekommen. Und auch die von Michael können wir jetzt noch machen wieder. Les, that was heavy. You watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know, the score. Oh, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. So, genau, jetzt könnten wir ja noch an der Börse handeln, weil jetzt haben wir ihn ja zum Beispiel umgenietet. Jetzt sollte ja rein theoretisch die Börse absacken, nehme ich mal an. Wo haben wir sie da? Live Invader. Wo haben wir sie da? Hä? Wo ist sie? Irgendwo sollte ja Live Invader sein, oder bin ich blöd? Live Invader, da. CEO stirbt tragisch, das steht jetzt da. Aber ich kann sie nicht auswählen. Da passiert nicht und da finde ich sie nicht. Wo ist jetzt die Aktie? Das ist sie nicht. Ich finde sie nicht, keine Ahnung wo sie ist. Ja komm, anyway, spielt ja nicht so eine Rolle. Eigentlich so, dass Aktien können schon recht viel Geld rausholen. Aber ja, ich denke mal, wir werden weniger da mit Aktien handeln. Da die Tinkel, die ist recht weit unten da. Und wir kaufen mal doch ein bisschen etwas. Ich darf einfach nicht vergessen, dass ich da etwas gekauft habe. In der Hoffnung, dass die dann wieder raufgeht. Kaufen wir mal, die ist jetzt recht günstig. Wir kaufen mal für $200. So. Voilà. Schauen wir mal, vielleicht bringt sie etwas. Gut, also dann würde ich mal sagen, wäre es das mit dieser Folge von GTA 5. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und auch wenn ihr das Video teilen und tschüss sehen müsst, dann einfach in einer anderen Folge wieder von GTA 5. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!